Okay, da gehen wir der Herzogin Bericht erstatten und dann machen wir uns danach auf den Weg. Aber wir gehen zu Jennifer. Nicht gut. Hier in Beauclair ist das Leben nicht schwer. Hier im Beauclair ist das Leben nicht schwer. Kacke. Da ist der Husten wieder. Scheiße, tu mir die Seiten. Ja. Der Herzogin. Ja, da gehen wir hier hoch. Ja. Endlich kehrt der Ritter heim. Ach, Ritterspawn. Hat mich irgendwie an Ritterspawn erinnert. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sich strafen. Na, kann ich nicht tun. Okay, da will ich im Trab weitergehen. Oh, da ist einfach mal so ein Schwein auf der Straße. Ja, gib's zum Gas. Dann gehen wir in die Burg, oder? Ja. Festbinder. Dann gehen wir hier rein. Ja, mir gefällt es hier. Die Farben sind so schön. Okay. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Ja. Haben wir eigentlich Ritter? Hexer kennt halt mehr Leute. Lieber eine Feder führen als einen Fluch ziehen, meinst du nicht auch? Dann kannst du hier nicht schuhen. Ich hab's aber probiert. Tut mir leid. Mir zittern die Hände. Ich kann nicht mal das Werkzeug. So. Ist jedenfalls schon fast 4 Stunden am Aufnehmen. Alter. Dann mache ich aber demnächst eine kleine Pause. Gehen wir noch hoch zu der Königin und dann war es das. Also der König, der Kurzhex, so gehen. War. Der Herzogin. Ja, der Grundduc, der Grundcesse. Wie man auf Französisch sagen würde. Hier in Toussaint redet man ja ein bisschen mit einem französischen Dialekt. Also. Der Grundcesse. So. Gerald von Riva. Meister Hexer. Ich hatte recht. Kaum bist du da, gibt es Ärger. Geh beiseite. Ich habe etwas mit der Herzogin zu besprechen. Endlich, Hexer. Wir saßen auf glühenden Kohlen. Hast du Miltons Mörder gefunden? Ich habe. Der Fall hat sich ein bisschen gerade. Der Fall ist ernster als gedacht. Das Biest. Ich konnte es nicht töten. Es ging nicht. Wir schicken dich einem Monster nach und du kommst mit leeren Händen zurück? Wie äußerst enttäuschend. So einfach ist das nicht. Das Biest ist ein mächtiger Vampir. Ist das ein Problem für einen Hexer? Wie man einen Vampir umbringt, weiß doch jeder. Man muss ihn nur ins Sonnenlicht locken. Oder sich mit Knoblauch behängen und ihm einen Pfahl durchs Herz treiben. Knoblauch ist gegen Vampire nutzlos. Genau wie Sonne und Pfähle. Das sind nur Legenden. Sowas funktioniert nur in Märchen. Und Kreuzdorn? Als ich klein war, hat Oma Ademata immer gesagt, dass Kreuzdorn Vampire vertreibt. Am besten hält man sie sich mit dem Silberschwert vom Leib. Aber das bringt sie nicht um. Nur ein höherer Vampir kann seinesgleichen wirklich umbringen. Ausreden, nichts als Ausreden. Gnädige Herrin, ich organisiere sofort eine Treibjagd und mache der Sache ein Ende. Der Hexer muss uns nur sagen, wo wir das Monster finden. Halt dich da raus. Langsam, das ist Hexerarbeit. Keine Sache für Wachmänner. Wenn die Hexer versagen, muss eben die Wache ran. Ich nehme meine besten Männer, 40 gestählte Veteranen. Gegen die kommt kein Vampir an.
40, 50, 100, ganz egal. Das spielt keine Rolle gegen ihn. Du hast meine Männer noch nicht in Aktion gesehen. Können sie gegen Nebel kämpfen und ein Ziel treffen, das schneller ist als der Wind? Wie? Welche Kreatur bringt sowas fertig? Eine solche Kreatur. Höhere Vampire nennt man sie. Jeder ist anders, einzigartig, könnte man sagen. Manche können sich in riesige Fledermäuse verwandeln, andere können mit Tieren reden und ihnen Befehle geben. Aber sie sind alle geistlose Monster. Ganz falsch. Niedere Vampire wie Alpen, Ekimmen, Katakane werden vielleicht vom Instinkt beherrscht. Die greifen alles an, was nach Blut riecht. Aber höhere Vampire denken. Sie gebrauchen ihren Verstand. Vernunftbegabte Monster. Kuriose Vorstellung. Nun, was willst du also unternehmen? Er ist nicht einfach nur ein Monster, sondern eine mächtige Kreatur, die seit Jahrhunderten über die Erde wandelt. Nicht möglich. Wenn sie so mächtig sind, warum haben sie uns da nicht alle umgebracht oder versklavt? Sie mischen sich normalerweise nicht in die Belange der Menschen ein. Menschen interessieren sie nicht. Und fürchten sie nicht, dass wir sie eines Tages vernichten? Der Gedanke würde sie eher amüsieren. Sie sind sich ihrer Stärke durchaus bewusst. Und was können wir dann tun? Hast du einen Plan? Am besten versuchen wir mit ihm zu reden. Nicht zu fassen. Da bestellt die Herrin einen Hexer, damit er ein Monster tötet, und er möchte mit ihm schwatzen. Ich weiß, was ich tue. Seine Liebste wurde entführt. Er wird erpresst. Erpresst? Erläutere doch freundlicherweise, wie man einen Vampir erpresst. Höhere Vampire sind uns ähnlich. Sie werden von Emotionen angetrieben, nicht vom Instinkt. Sie sind nicht nur sehr intelligent, sondern auch zu vielfältigen Gefühlen fähig. Sogar zu Liebe. Dieser hier hat sich in einen Menschen verliebt, in eine Frau. Er würde alles tun, um sie zu schützen. Du willst doch wohl nicht andeuten, dass wir Miltons Mörder ziehen lassen sollen. Oder darauf warten, dass er wieder zuschlägt. Wir müssen ihn so schnell wie möglich unschädlich machen. Das ist ja mein Ziel, weitere Angriffe zu verhindern. Der Vampir ist nur das halbe Problem. Vor allem ist der Erpresser schuld. Er hat die Frau entführt, um den Vampir zu kontrollieren. Und was schlägst du vor? Ich finde die Erpresser und befreie die Geliebte des Vampirs. Dann hat er keinen Grund mehr zu morden. Du sollst ihn vernichten, nicht ihm helfen. Am wichtigsten ist es, dass niemand mehr stirbt. Sobald die Frau in Sicherheit ist, hat er keinen Grund mehr zu töten. Na gut, ich gebe zu, du hast mich nachdenklich gemacht. Vielleicht hast du recht. Weißt du irgendwas über die Erpresser? Ich habe einen Hinweis. Ein paar Zettel, auf dem der Erpresser die Namen der Opfer aufgeschrieben hat. Einer der Zettel hat einen Fleck, offenbar ist es Wein. Es ist nicht sehr aussagekräftig. Du hast keine Ahnung, wie sehr du dich irrst, mein Lieber. Her mit dem herzoglichen Sommelier! Hopp, hopp! In Toussaint ist Wein heilig. Hier gibt es keine einfachen Weinflecken. Hier gibt es nur die Weinflecken, die aus Tropfen von Est, Hervelus, Fiorano bestehen. Die gnädige Herrin wünscht mich zu sprechen? Hexer, zeig ihm das Papier. Benoit, kannst du herausfinden, welcher Wein diesen Fleck gemacht hat? Durchaus. Eindeutig Sans-Retour Westufer. In Fässern von Beauclair-Eiche gereift. Tiefer Burgunderton. Sehr klar. Das ist Saint-Réal. Jahrgang 1269. Das ist unmöglich.
Dieser Wein wird auf Castel Ravello eigens und ausschließlich für den herzoglichen Hof gekeltert. Vielleicht wurde der Sangreal gestohlen. Wir müssen zum Weingut. Vielleicht hat es dort einen Vorfall gegeben. Dieser Wein, erzähl mir mehr. Sangreal, nie gehört. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du ihn je kosten konntest. Ich sagte ja, er ist der Herzogsfamilie vorbehalten. Und trotzdem ist er auf diesem Stück Papier gelandet. Sofern der Sommelier der gnädigen Herrin sich nicht irrt. In Weinfragen irrt Benoit sich nie. Wenn er sagt, dass es Sangreal ist, dann ist es Sangreal. Wir müssen gleich zum Castel Ravello reiten und nachforschen, was geschehen ist. Wieso wir? Moment. Die gnädige Herrin möchte mich begleiten. Kommt nicht in Frage. Du glaubst ja wohl nicht, dass wir auf unserem herzoglichen Hintern rumsitzen, während das Herzogtum in ernster Gefahr ist. Gnädige Herrin, was du vorschlägst, ist zu riskant. Der Hexer muss alleine gehen. Es ist erfreulich, dass die Herren sich ausnahmsweise mal einig sind, aber meine Entscheidung ist getroffen. Wir brechen auf. Wir haben die bestmögliche Eskorte. Dich, Hauptmann, und Geralt. Wir werden inkognito reisen. Der Hof braucht keinen Anlass zum Tratschen. Für die Dauer dieser Mission entbinde ich euch von der Verpflichtung, dem Hofprotokoll zu folgen. Das bedeutet, ich bin jetzt Anna Henrietta, nicht eure edle Herrin. Jawohl, edle Herrin. Hexer, bist du bereit? Gehen wir. Ja, bin bereit. Wunderbar. Augenblick noch. Ich muss mir etwas angemessen Dezentes anziehen. Dann brechen wir auf. Okay. Okay. Mal laden hier immer wieder diese Ladebildschirme. Ah, schon da. Wegen Zeit später. Hattest du schon mal So. mit so einem Vampir zu tun? Ja, Wie ist es ausgegangen? Hast du ihn getötet? ich musste nicht gegen ihn kämpfen. Er hatte niemanden umgebracht. Und hat schon jemand einen solchen Vampir besiegt? Ich kannte einen Mann, der einen Vampir besiegt hat. Getötet hat er ihn aber nicht. Das könnte nur ein anderer Vampir. Laufplätze! Warum macht ihr nicht schneller? Das gibt's ja nicht. Der Wagen wurde von Panthern angegriffen. Wir müssen helfen. Bleibt zurück, gnädige Herrin. Wir kümmern uns darum. Zurück, Bestie! Verschwinde! Okay. So, gehen wir weiter. Glück, dass wir gerade von dir gekommen sind. Okay. Langsam! Ihr habt uns das Leben gerettet. So, weiter. Erzähl mir mehr über dieses Weingut. Castel Ravello. Das Beste in ganz Toussaint. Der Betreiber ist ein alter Winzermeister, Fabrizio. Kann man ihm trauen? Er hat den Posten seit Jahren. Bislang gab es keine Probleme. Sag mir, was du denkst, Geralt. Wie ist der Sangreal auf das Papier gekommen? Ist jemand auf dem Weingut der Erpresser? Vielleicht ein Diener, vielleicht der Verwalter. Vielleicht wurde der Wein auch einfach aus dem Anwesen gestohlen. Wir werden es erfahren, wenn wir eintreffen. Es ist nicht mehr weit. Okay, da sind wir gleich da. So, Ganz ruhig! Keine Schlägereien! nee, ich mag keine Schlägereien. Hauptmann de la Tour. Wir hatten gar keine Besucher aus dem Palast erwartet. Wie steht es denn am Hof?
Du hast zweifellos vom Biest von Beauclair gehört. Wir haben alle Hände voll zu tun. Erst recht, da die Kreatur zuletzt in den Palastgärten angegriffen hat. Der gnädigen Herrin ist doch nichts widerfahren. Nett, dass du fragst, Meister Fabrizio. Ich bin wohlauf. Gnädige Herrin, man hat uns nicht informiert. Ich lasse sofort den Salon vorbereiten. Das ist nicht nötig. Wir sind nicht offiziell hier, wie du siehst. Natürlich. Darf ich fragen, was dich zum Castel Ravello führt? Wir wollen reden. Dies ist eine Inspektion. Wir haben Fragen. Du wirst sie beantworten. Und wer bist du, Herr, dass du so mit mir sprichst? Das ist Geralt von Riva, ein Hexer. Er ist auf meinen persönlichen Wunsch in Toussaint. Und das heißt? Das heißt, ich erwarte, dass du ihm mit äußerstem Respekt begegnest. Natürlich, gnädige Herrin. Hast du gehört, Hexer? Fabrizio wird dir gern jede Frage beantworten. Reden wir über Sangreal. Ich stehe zu Diensten. Wurde Wein gestohlen. Womöglich wurde ein Teil des Weins gestohlen. Es ist nur so eine Idee. Gab es in letzter Zeit Diebstähle? Diebstähle? Nicht, dass ich wüsste. Vor ein paar Tagen habe ich mir noch das Lager angesehen. Es ist alles vollzählig. Die Fässer sind im Keller gut aufgehoben, das versichere ich. Wer hat Zugang zum Wein? Der Sangreal. Wie viele Arbeiter haben Zugang dazu? Eigentlich nur ich. Du machst den Wein ja nicht alleine. Hier sind doch noch mindestens 1 Dutzend Arbeiter beschäftigt. Ich sehe, du verstehst nicht viel von der Winzerei. Trauben haben einen langen Weg vor sich, bis sie zu Sangreal werden. Die Arbeiter unterstützen mich nur bis zu der Fermentierung. Die Mazeration überwache ich alleine. Niemand kommt in die Nähe der Fässer. Beim Abfüllen helfen mir die Arbeiter wieder, aber dann versiegle ich die Reifefässer persönlich, jedes einzelne. Der Wein wird im Keller gelagert und reift. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, haben wir Sangreal. Und nur ich habe den fraglichen Kellerschlüssel. Mit Fragen kommen wir nicht weiter, das sehe ich. Zeitverschwendung. Gnädige Herrin, wie soll ich das verstehen? Meister Fabrizio, wir haben Beweise dafür, dass jemand sich unerlaubt einer Menge Sangreals bemächtigt hat. Und das bedeutet zweierlei. Entweder lügst du uns frech ins Gesicht, oder du hast dir den Wein unter der Nase wegstehlen lassen, ohne es zu merken. Verantworten wirst du dich auf jeden Fall. Aber... Ja. Sei still und hör zu. Ich werde die Fässer persönlich inspizieren. Das gibt dir Zeit zum Nachdenken. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich Antworten. Sag, wo wird der Sangreal gelagert? Im Hauptkeller. Um die Ecke. Ich zeige ihn dir. Ich finde ihn schon. Gib mir den Kellerschlüssel und warte hier. Natürlich, gnädige Herrin. Hier ist er. Komm, Hexer. Oh. Dann gehen wir mal damit. Wir warten hier, Meister Fabrizio. Was, wenn Fabrizio den Vampir erpresst? Hast du dir das überlegt? Er hat seine Schwächen, aber sowas würde ich nie von ihm erwarten. Er ist sehr loyal. Er verdankt mir alles. Sein Vater hat das Familienvermögen durchgebracht. Sein Sohn hat nichts als sein enzyklopädisches Wissen über Wein geerbt. Fabrizio hat als Bettler gelebt, bevor ich ihn zum Sommelier auf Castel Ravello gemacht habe. Seitdem kann er erst seine wahren Fähigkeiten einsetzen. Okay, dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Und dann rechts, oder? Genau. Die